Ganz herzlichen Dank für das Lied und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich liebe das Lied, weil etwas von diesem Lied passiert bei mir jedes Jahr. Jedes Jahr stehe ich da und denke, du hast dich wieder übertrumpft. Ich denke an ihn und einfach die Erfahrung in diesem Jahr zeigt mir wieder, du bist wirklich besser, als ich glaube, dass du bist. Und jedes Jahr neu zeigt er sich, du kannst gar nicht genug gross von ihm denken. Er schlägt es immer. Und er hat unsere Herzen gewonnen. Und leider reden wir heute nicht so viel über ihn. Wir haben eher ein schweres Thema. Aber wir werden sicherstellen, dass wir leicht und mit Freude aus dem Thema rauskommen. Und ich hoffe, wir können dann so landen. Wir sind nämlich in dieser Serie «Unsichtbare Welt». Und heute geht es um eine Gegenüberstellung von Satan und von Jesus. Und ich habe es Elias schon gesagt, normalerweise, wenn ich Gäste einlade, dann gebe ich ihnen das Beste. Und sie haben mir das blödste Thema gegeben. Ist eigentlich nicht so fair, aber ich wäre lieber nächsten Sonntag gekommen, aber dann sind wir in der Ferien und dann musste ich halt in sauren Äpfel einbeissen. Ja, so ist es. Wir beschäftigen uns mit der unsichtbaren Realität. Und die Frage stellt sich, wenn wir jetzt einfach in das Unsichtbare hinschauen, was würden wir sehen? Was würden wir sehen da rein, wenn jetzt der dünne Schleier fallen würde und wir mit inneren Augen könnten sehen? Und ich weiss, es hat vielleicht Leute da rein, die können das. Es gibt Leute, die haben so wie eine Gabe, wo sie zum Teil Sachen sehen können. Meine Tochter hat so eine Gabe, dass sie zum Teil in die unsichtbare Welt hinschauen kann. Aber die Frage ist, was würdest du sehen? Ich sehe meistens einfach weiße Wand. Nicht viel mehr. Aber was würden wir sehen? Wir würden einerseits die Herrlichkeit von Gottes Welt sehen. Wir würden Engel sehen. Schar von Engeln da drinnen. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber es hat ein paar auf der Bühne mit mir. Die stellen sicher, dass ich nicht wegkomme. Nein. Aber es hat Engel auf der Bühne. Es hat Engel im Raum. Ich habe gehört, im Zürich Oberland, ich kenne den Nebel nicht. Aber dort, wo ich herkomme, wir kennen den Nebel. Es ist so etwas Graues, Dickes, das hier kommt. Eigentlich nicht so lustig. Aber im Reich Gottes ist es eine gute Sache. Da drinnen hat es den Nebel von der Herrlichkeit Gottes. Seine Güte ist da. Die Bibel redet davon, dass der Heilige Geist wie labt, so wie eine Ente über ihren Kindern labt, so das Flügel ausbreitet. Gottes Herrlichkeit ist da in. Das würden wir sehen. So ein dicker Nebel von seiner Güte, von seinem Reich. Das ist das eine, das ist das Positive. Aber dann hat es auch eine unsichtbare Welt, wo wir eben auch wissen, es hat wie ein Gegenspieler, es hat eine finstere Welt auch, mit Geistern, mit unreinen Geistern oder mit dämonischen Geistern. Beides ist eine Realität. Und die unsichtbare Welt ist eigentlich realer als die sichtbare Welt. Das Unsichtbare hat eigentlich den grösseren Einfluss wie das Sichtbare. Und der Paulus bringt das sehr gut auf den Punkt. Ein recht herausfordernder Vers, wo ich am Anfang immer das Gefühl hatte, er ist eigentlich falsch übersetzt. Und der ist im 2. Korinther 4, Vers 18. Da steht: Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wenn der Bibelvers anders wäre, wenn es wäre, wir richten unseren Blick nämlich auf das, was sichtbar ist, was wir sehen, dann hätte ich ihn zu 100% erfüllt. Und ich könnte ihn abhäkeln. Aber so ist er ein Challenge, eine Einladung, eine Herausforderung, dass der Paulus sagt, hey, richte den inneren Blick, heb den Fokus drauf, heb Priorität drauf, auf dem, was du jetzt nicht siehst, aber es ist eben gleich realer, wie das, was du siehst. Das sind die ewigen Sachen vom Reich Gottes, die ewigen Werte vom Reich Gottes. Und beide Welten beeinflussen einander. Was wir im Natürlichen machen, hat vielfach eine Konsequenz im Übernatürlichen, also im Unsichtbaren, aber das Umgekehrte gilt das. Übernatürliche hat einen Einfluss auf uns, ob wir das wollen oder nicht. Und ist jetzt ein bisschen Witzli, aber der Prophet Elias hat ja letzten Sonntag die Predigt hat da den Kickoff gemacht und hat über das geredet, dass die unsichtbare Welt und unsere Weltanschauung geprägt ist, auch von der Kirchengeschichte. Aber auch ich bin aufgewachsen, nicht ein Verständnis für das Unsichtbare, obwohl ich in der Kirche gross geworden bin.
Aber ich bin so müde von Kirche, von Religion, dass ich mit 16 mich verabschiedet habe von der Kirche und gesagt habe, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und ich bin eine Lehre, ich habe Elektronik gelernt und dort habe ich einen guten Freund kennengelernt, er war Mitstift mit mir und sein Leben war wirklich am Ende. Er hat mit der Polizei Probleme gehabt, mit Drogen Probleme gehabt, auch mit Frauen Probleme gehabt, mit sich selber Probleme gehabt. Einfach das volle Package. Und irgendwann habe ich ihm angefangen vom Evangelium zu erzählen, obwohl ich eigentlich abgeschlossen habe damit. Und irgendwann sagt er, hey, das will ich, das ist meine einzige Chance. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das. Und wir sind bei ihm angeguckt, ich weiss noch, bei ihm in der Wohnung angeguckt. Und ich habe ihm gesagt, hey, du musst einfach Jesus in dein Herz lassen, das ist eine einfache Sache. Und er hat das gemacht und hat den Namen Jesus nicht über die Lippen gebracht. Und ich so, hey, was machst du? Sag es einfach. Und plötzlich war es so eine finstere Realität in diesem Raum. Mir sind die Haare nur, ich habe Schiss bekommen, Panik. Er noch mehr, aber er hat gesagt, ich kenne es. Und dann aber zu sehen, wie der Name von Jesus eben durchgekommen ist. Und er ist frei geworden. Er ist heim, er hat ab diesem Tag keine Drogen mehr genommen, ist völlig frei gewesen. Und dann machst du schon ein paar Gedanken. Gehst heim und sagst, eigentlich glaube ich gar nicht mehr, aber irgendwie das ist schräg, das ist passiert, das habe ich erlebt. Und mit dem Grund war, dass ich dann wieder zurückgekommen bin zum Glauben und meinen Weg mit Gott wieder angefangen habe. Ich bin aufgewachsen, ich habe nie etwas gehört über die unsichtbare Welt, nie. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, Dämonen sind wahrscheinlich ausgestorben mit den Dinosauriern. Oder dann haben sie sich alle bekehrt. Oder es sind einfach alle liebe Kerls geworden, was auch immer. Oder, noch besser, die sind einfach nicht in der westlichen Welt. Die sind irgendwo in den anderen Kulturen. Natürlich völlig verdreht. Das Gleiche gilt aber auch für Gottes gute Welt. Ich habe nie gelernt worden, dass es Engel gibt. Dass die dienstbare Geister sind, sagt der Hebräerbrief, wo wir anlaufen. Wir werden das nächsten Sonntag dann noch mal viel mehr dann hören vom Elias. Aber die Engel sind übrigens in der Bibel, die Hauptzahl ist nicht mit Flügeln, sondern haben ausgesehen wie Menschen und haben den Menschen gedient im Auftrag von Gott. Ich habe nie etwas gehört über das. Ich habe nie gelernt, mit dem Heiligen Geist zu partnern. Völlig fremd sind die Sachen gewesen. Und darum bin ich recht hart auf die Welt gekommen. Eben meine Geschichte, meine Weltanschauung hat mich eigentlich blind gemacht fürs Unsichtbare, obwohl sie mich beeinflusst hat. Und ich will noch mal ganz kurz in das eingehen, weil es ist so wichtig, das zu verstehen, dass wir unsere Prägung, unsere Brüllung sind, wie wir in der westlichen Welt eben reinschauen. Wir sind alle vom Rationalismus geprägt. Ich denke, das gibt jeder zu, das kann jeder sagen. Es ist ja auch nichts Schlechtes, dass wir das gelernt haben. Wir sind alle froh, hat es eine Aufklärung gegeben. Wir sind alle froh, sind wir nicht mehr im finsteren Mittelalter. Es hat ja nicht umsonst den Namen Finster. Und ich bin froh, sind wir dort raus. Aber wir haben vielleicht dann mit einem Wisch ein bisschen zu viel vom Tisch runtergewischt. Ratio heisst ja Vernunft, logischer Verstand. Es muss schlussfolgernd sein, es muss logisch sein, ich muss es können begreifen und erfassen. Also man hat im Rationalismus eigentlich keinen Platz fürs Übernatürliche. Man hat keinen Platz fürs Übersinnliche. Und darum ist das auch irgendwann in die Theologie gekommen. Natürlich auch im schönen Päckchen mit dem Liberalismus von der Theologie, vor allem in der deutschsprachigen Welt, wo man sagen, sehr stark reingekommen ist. Man hat das Mystische rausgenommen, man hat das Übernatürliche probiert zu erklären, dass das einfach eben nicht so passiert ist. Und man kann sagen, das Christentum ist eine Vernunftsreligion geworden. Eine Vernunftsreligion, die man oben erfassen kann, die man erklären kann. Und das Übersinnliche, das Übernatürliche, Heilige, Zeichen und Wunder sind immer mehr rausgeschoben worden. Man kann sagen, die Bibel ist immer dünner geworden. Es ist ein flaches, dünnes Buch geworden in vielen Herzen, in vielen Kirchen, wo das predigt worden ist. Und man kann sagen, die Kirche ist eigentlich ungeheuer arm geworden durch das. Blutleer, kraftlos. Ich rede, und Entschuldigung für den Ausdruck, ich rede von einer kastrierten Kirche. Keine Kraft mehr, um sich etwas zu zeugen, keine Kraft mehr, um vorwärts zu gehen, keine Kraft mehr, um das Reich Gottes einbrechen zu bringen, keine Kraft mehr, kein Verständnis zum Partner mit dem Reich Gottes und darum eben zu sehen, wie das Reich Gottes heute noch, in dem Moment, heute, an diesem Sonntag, kann Menschenleben verändern, kann Menschen freisetzen, Zeichen und Wunder können geschehen. Und mit dem Weg rationalisieren haben wir einen höheren Preis gezahlt. Und um das geht es auch in dieser Serie, um das wieder wie auszurufen und zu sagen, nein, wir haben eigentlich eine andere Weltanschauung. Die Bibel redet von einer anderen Weltanschauung, wo die Welten eben ineinander einfließen und beide als gut und real angeschaut werden. Und mit beiden meine ich natürlich die natürliche Welt und die
übernatürliche Welt. Und die übernatürliche Welt, das Reich Gottes, ist nicht weiter weg. Es ist nicht irgendwo weg im Weltall, sondern die Bibel sagt, das Reich Gottes ist näher. Es ist näher, es ist ein dünner Vorhang, es ist ein Einlehnen in die andere Welt und schon ist man dort. Also es ist nicht weit weg, es ist heute näher da und es ist bereit, um eben können, sich zeigen, zum Einbrechen am heutigen Morgen. Und das ist das Schöne daran. Wir sind eben alles geistliche Wesen. Zuerst ein geistliches Wesen mit einem Körper, der im Natürlichen sein kann und nicht zuerst ein natürlicher Mensch, der einen Geist in sich hinein hat. Wir sind, die Bibel redet davon, wir sind geistliche Wesen. Wir sind gemacht für die geistliche Welt. Wir sind gemacht für das. Warum? Weil wir sind im Ebenbild von Gott erschaffen und Gott ist Geist. Darum ist es nicht als logisch, dass wir primär ein geistliches Wesen sind, wo aber auch gekleidet sind mit einem Leib, wo auf dieser Erde eben kann laufen, eigentlich wie ein Auto, das rumfahren kannst auf dieser Welt. Und wenn du eben stirbst, bleibst du gleich lebendig, weil du bist Geist. Aber du kannst nicht mehr auf dieser Erde sein. Es geht von dieser Welt in die nächste Welt. Es ist nämlich auch ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und ich will anmerken, dass die meisten Kulturen auf dieser Welt haben kein Problem mit zu glauben, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Asien, Afrika, die sind alle dabei. Südamerika, die glauben das alle. Es ist primär die westliche Welt, die das anhebt. Aber wir wissen auch, Esoterik und so weiter ist ja unglaublich am Bauen, weil die Menschen suchen nach dem Übernatürlichen, weil wir eben geistliche Wesen sind. Und wenn wir als Kirche keine Antwort auf diese Fragen haben, dann gehen die Menschen weg, weil sie es da nicht erleben. Weil der Kopf sättigt den Geist nicht. Es braucht beides. Es braucht eine Einheit. Und so, ich arbeite jetzt wieder in der harten, realen Welt draussen, in der Wirtschaft. Seit einem Monat. Ich muss um 5:45 Uhr abfahren. Hey, genau. Da müsst ihr jetzt kommen, Hand ausstrecken, Gebet. Da müsst ihr jetzt, also das tut jetzt ein bisschen weh, aber ich kann damit umgehen. Aber ich bin also durch die Bude durchgelaufen und habe so eine Konversation überhört, wo sie über Geister geredet haben. Genau habe ich nicht alles verstanden, aber ich habe gehört, wie sie über Geister geredet haben. Die einen haben gesagt, ja, natürlich gibt es irgendetwas da draussen, Geister. Und die anderen haben gesagt, komm, hör doch auf, du spinnst ja. Einfach, es ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt. Es ist ein Thema, das wir eben auch in der Bibel immer wieder sehen, dass es um ist. Und jetzt ist eben das ein bisschen der schwere Schwerpunkt heute, der Ursprung vom Bösen und vom Teufel. Ich will da nicht zu viel verlieren, weil ich es da gerne mit dem Paulus vom 2. Korinther 2, Vers 11 Folgendes sagt. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Die Bibel hat nicht eine Theologie über den Ursprung vom Bösen. Die Bibel redet eigentlich nur so viel über das Böse oder über die finstere Welt, damit wir genug wissen, dass wir eben nicht reingehen. Weil die Bibel hat den Fokus auf Gott und nicht auf dem anderen. Und das ist eigentlich eine gesunde Einstellung. Aber wir haben in der Bibel eigentlich zwei so grosse Begriffe über das Böse. Das eine ist Satan, er ist der Widersacher, heisst das, oder der Find. Das kommt 19 Mal im Alten Testament vor und 15 Mal im Neuen. Wo aber auch ein gängiges Wort war, einfach für Find. Dann haben wir den Teufel oder eben Diabolos. Das ist der Durcheinanderbringer, also der immer Chaos macht. Der immer einfach, er kommt hier und alles ist nachher unklar. Und er ist der Verleumder. Das sind so die Hauptbegriffe von der Übersetzung her für Diabolos. Das kommt im Alten Testament natürlich nicht vor, aber im Neuen 38 Mal wird das so gemacht. Dann haben sich Philosophen und Theologen haben sich natürlich in der ganzen Geschichte immer wieder gefragt, woher kommt das Böse? Und eigentlich ist niemand auf eine gute Antwort gekommen. Und ich will dazu Folgendes sagen: Wenn wir Fragen stellen, wo Gott keine Antwort gibt, dann ist es weise, um die Antwort eben auch offen zu lassen. Es gibt Ansätze, aber die Bibel ist nicht so fest daran interessiert, zu sagen, woher das Böse kommt, sondern vielmehr, was seine Bestimmung ist und das besiegt ist. Und das ist eigentlich die Theologie, die die Bibel hat. Er ist besiegt. Und an dem wollen wir uns festheben. Und so wollen wir dann auch rausfliegen aus dieser Predigt raus. Aber, und jetzt kommen ein paar hässliche Begriffe. Es ist einerseits, die Leute haben davon geredet oder haben das Böse probiert zu erklären mit einem metaphysischen Dualismus. Ich habe so lange geübt, dass ich das rausschnitzen kann.
Da geht man davon aus, Dualismus ist ja, dass es zwei Sachen gibt, geht man davon aus, dass es einen Gott gibt und eben einen Teufel auf gleicher Ebene. Und mit dem hat der biblische Glaube nichts am Hut. Satan ist nicht ein Schöpfer auf gleicher Ebene. Das ist keine Frage. Es ist nicht, das Bild hat mir sehr gefallen, das Elias gebracht hat mit dem Armwresteln, also mit dem Armdrücken. Das ist es nie. Das ist es nie. Das ist eigentlich ein Zweigötterglaube und mit dem hat natürlich die Bibel nichts am Hut. Dann ist eigentlich das Gegenteil Monismus. Das ist das, was der Calvin vor allem propagiert hat, dass er eigentlich so die Allmacht Gottes so hoch angestellt hat, dass alles, was auf der Erde passiert, eigentlich bei Gott einen Ursprung hat. Er ist so weit gegangen und vor allem auch gewisse Lehren dann im Calvinismus sind so weit gegangen, dass der Mensch gar keinen freien Willen hat, oder? Alles ist vorbestimmt. Und mit dem denke ich, mit dem kann ich nicht viel anfangen. Das ist für mich zu extrem. Natürlich ist Gott allmächtig. Aber er hat sich auch limitiert auf der Erde, weil er dem Menschen freien Willen gegeben hat. Also der Mensch hat einen freien Willen. Er kann Ja oder Nein sagen, er kann partnern mit Gott oder er kann partnern mit sich selber, mit der Seele und eben auch mit dem Dunklen. Da ist man näher am Fatalismus. Und andere Religionen haben ja das viel mehr, einen fatalistischen Glauben. Auch der Islam ist näher dort dran. Ich mag mich besinnen, ich war mal in Afrika und von der GVC her das war zu viel gewesen. Und wir haben geholfen, mitfinanziert der Schule, dass die Kinder Bildung bekommen. Und dann hat es einen grossen Baum gehabt und der Auftrag ist gekommen, dass der Baum gefällt werden muss, weil er einfach zu viel Schatten rührt oder was auch immer. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, ja, mach das, ich Profi im Baumfällen. Und hat den gefällt und BAM! Der Baum ist voll aufs Schulhaus. Einfach so, wow, hey, Entschuldigung. Und er, ja, ich kann nichts dafür. Und ich, was kannst du nicht dafür? Also nicht ich habe nicht gefragt, aber ich dachte, was kannst du nicht dafür? Und er, ja, Gott hat es anscheinend so wollen. Inshallah, oder? Und er war fein raus, hat nie gezahlt, nicht das Gefühl gehabt, er hätte Verantwortung. Das ist dann Fatalismus. Du kannst immer sagen, du, Gott hat es so wollen, sorry. Pech gewesen. Mit dem haben wir nichts am Hut. Dann ist der Augustinus, natürlich ein grossartiger Theologe, grosser Denker, der auch zu den Kirchenvätern gehört und sich viel darauf stützt, auch heute noch, wenn es um theologische Überzeugungen geht. Er hat gesagt, das Böse ist eigentlich die Abwesenheit vom Guten. Also mit anderen Worten, das Böse kann nur existieren, wenn es das Gute gibt. Eigentlich so, wie wenn es die Sonne gibt, gibt es Schatten. Also den Schatten gibt es nur wegen der Sonne. Aber der Schatten ist eigentlich nichts, eben das Nichtige. Frage mich nicht mehr, okay? Das ist irgendwo für mich ein bisschen abgespaced dort oben. Aber da haben sich sehr gescheite Menschen, die eben ein bisschen gescheit sind, für mich daran die Zähne ausbissen. Das Positive an dieser Überzeugung ist, woher das Böse kommt, ist, dass das Böse immer nur auf ein gutes Handeln von Gott kann reagieren kann. Dann gibt es noch die andere Überzeugung, dass eigentlich das Böse einfach so viel Raum hat, wie der Mensch im Raum gibt. Und da können wir als Christen natürlich sagen, ja, das stimmt. Das Böse ist eigentlich besiegt, aber es hat Einfluss dort, wo wir partnern oder die Menschen am Bösen auch Einfluss geben. Aber die Lehre sagt nichts aus über den Ursprung des Bösen, sondern es ist mehr ein Versuch zu erklären, wieso das Böse auf dieser Welt kann existieren. Dann die gängigste wahrscheinlich Lehre ist, dass Satan ein gefallener Engel ist, ein Erzengel, der gefallen ist. Das ist aus Stellen aus dem Hesekiel, aus dem Jesaja, Hesekiel 28, Jesaja 14, wo steht, dass eben ein Engel gefallen ist und rausgerührt worden ist. Das ist auch die gängigste Lehre von der Kirchenvätern und wahrscheinlich die gängigste Lehre, die sich durch die ganze Kirchengeschichte durchgezogen hat. Natürlich sind die Stellen ein bisschen gefährlich, um eine Theologie aufzubauen. Aber ich denke, das ist das, was wahrscheinlich die meisten Menschen gehört haben. Und wenn man sich an diese Lehre hält, dann merkt man auch, ein Erzengel ist nie vergleichbar mit Gott. Wichtig, wir wollen dem Teufel in unserer Theologie nicht viel Raum geben und in unserem Denken. Gott ist Schöpfer, der Teufel ist es nicht. Er ist ein gefallener Engel, wenn wir jetzt nach der Kirchengeschichte gehen wollen, der übrigens arbeitslos geworden ist. Er ist rausgeknallt worden. Gott ist unlimitiert, Satan ist immer limitiert. In Zeit und Raum. Gott ist omnipräsent, er kann überall sein, er ist überall, an jedem Ort, in allem innen. Satan kann nur mehr am Ort sein, er kann nicht überall sein. Also das ist auch ganz wichtig, wir dürfen ihn nicht zu gross machen.
Und ich muss manchmal auch schmunzeln, wenn Leute mir gesagt haben, der Teufel ist bei mir vorbeigekommen. Und ich denke dann manchmal innerlich, ja, so wichtig bist du wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass er gerade bei dir vorbeikommt. Aber natürlich hat es auch geistliche Welt und dort reden wir dann auch darüber, dass das wirklich passieren kann. Da gibt es ganz viele auch Geschichten. Gott ist allwissend, Satan nicht. Er ist begrenzt im Wissen. Also er hat unerhörte Begrenzungen. Und das Wichtigste ist, Gottes Reich tut sich ausbreiten, sein Reich kommt zu einem Ende. Also wir haben Kurve gegen oben, seine geht flach gegen oben. Und das sind gute Nachrichten. Jetzt wollen wir noch eine Gegenüberstellung machen und wir sollten da eigentlich auf dem PowerPoint dann die beiden den Vergleich haben. Im Hebräischen sind Namen haben immer Charakter oder Wesenszüge oder Persönlichkeit gezeigt. Also wenn du einem Kind einen Namen gegeben hast, hat das auch wie eine prophetische Dimension gehabt. Oder wenn du eben jetzt Namen siehst in der Bibel und du siehst, was bedeutet der Name, dann hat das vielfach auch einen Rückschluss aufs Wesen. So wie Gott dem Abraham einen neuen Namen gegeben hat und gesagt hat, der Name ist Vater von Nationen, oder? Das ist eine prophetische Bestimmung gewesen, und Abraham hat das aussprechen müssen. Er hat seine Bestimmung müssen aussprechen ohne ein Kind. Das ist noch eine Challenge, oder? Und darum sehen wir auch mit diesen Namen, du siehst das Wesen, wo dann dahinter steht. Und wenn du das Wesen kennst, weisst du die Art und Weise, wie die Person handelt. Und wenn du die Art und Weise vom Handeln siehst, kannst du Rückschluss machen, was ist die Quelle. Also wenn Angst kommt, Manipulation, weisst du immer, es ist nicht Gott. Gott wird nie manipulieren. Gott wird nie mit Angst arbeiten. Er hat das nicht nötig. Angst kommt immer von einer anderen Quelle. Also wir sehen, in der Bibel wird der Satan Versucher genannt. Oder? Er hat Menschen versucht, schon im Garten. Er hat probiert, Jesus zu versuchen. Er ist der Versucher schlechthin. Und Jesus Christus wird der Versuchte genannt. Er ist versucht worden, aber er war siegreich gewesen. Und er ist der Überwinder. Und wir sind ja in seiner Familie und darum werden wir ja auch Überwinder genannt. Also wir sind Überwinder. Wir sind nicht die immer knapp probieren, sondern wir sind Überwinder. Wir können gerade stehen, wir sind Überwinder mit Christus zusammen. Denn er ist ein Lügner. Er lügt immer. Also das ist klar, Angst lügt immer. Angst lügt immer. Und Jesus ist das Gegenteil. Jesus ist die Wahrheit. Bei ihm weisst du immer, was du hast. Er ist immer gerade Wahrheit. Das ist schön an ihm. Oder im Johannes 14,6, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann haben wir den Ankläger, das ist ja das, was wir so viel erleben, oder Menschen ganz viel erleben, so die Anklage, wenn man etwas falsch gemacht hat, kommt Anklage. Und das ist der grosse Unterschied. Gott klagt nie an. Er ist nicht im Business von Anklage. Er wird überführen, fein überführen, aber sie ist immer ein Zurückrufen an unser Herz an. Wenn dich die Überführung oder Anklage nicht weißt, was es ist, wenn es sich wegzieht von Gott, dann ist es nicht Gott. Wenn es sich zum Vater zieht, dann ist es der Heilige Geist. Also ganz in einem anderen Business. Jesus wird als unser Anwalt genannt, der sich einsetzt für uns. Das sehen wir im 1. Johannesbrief ganz schön. Wenn wir sündigen, dann wissen wir haben einen Anwalt im Himmel, der für uns einsteht. Oder wir sehen es natürlich auch im Hebräerbrief, wo Jesus als Hohepriester oder als Anwalt im Himmel den Dienst macht für uns. In dem Moment ist er ein Sturm am Betten für mich. Dann, der finsteren Macht werden Dieb genannt, oder? Also Angst stillt dir immer. Immer. Angst stillt dir immer. Leben, was auch immer. Kreativität, Angst nimmt immer. Und Gott gibt Leben und er gibt Überfluss. Er kommt immer mit einem Package von Überfluss, von mehr als genug. Das ist sein Name. Dann beide werden Löwe genannt. Wir haben einerseits den brüllenden Löwe von Satan, aber seine Zähne sind gezogen, sage ich immer gern. Wenn er zubeißt, ist nicht mehr viel rum. Und er wird ein Wolf genannt, aber natürlich probiert, die Schafe zu reissen. Und dann kommt Jesus, der als Löwe vom Stamme Juda genannt wird oder als Lamm genannt wird, vor allem in der Offenbarung oder auch in den Johannestexten, im Johannesevangelium. Dann sehen wir auch, Satan ist ein Engel vom Licht, aber eben nur der Imitator. Er kann ja gar nicht Licht sein, sondern er kann nur probieren, ein Licht darzustellen, weil das Licht, das einzige Licht, ist Christus. Also er probiert imitieren. Der Luther nennt ihn
der Satan der Affe Gottes. Er kann nur nachäffen, was Gott macht. Er kann nicht selber etwas kreieren, produzieren, er kann nur nachäffen. Und dann haben wir noch, er ist der Besiegte, das ist ganz wichtig. Eben, die Bibel, die einzige Theologie, die die Bibel kennt über den Teufel, ist, dass er besiegt ist. Und Christus wird der Sieger genannt und wir werden ja auch Sieger genannt. Mit ihm sind wir Sieger. Das Evangelium bedeutet ja mit einfachen Worten, es ist ein neuer Boss in die Stadt gekommen. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz besiegt hat und die Realität vom Teufel, die Macht vom Teufel ist besiegt und jetzt ist eine neue Macht da, das Reich Gottes. Und darum können eben auch neue Sachen passieren. Darum können eben Menschen frei werden und sein Reich kann einbrechen. Eigentlich ist es eine einfache Gleichung. Gott gut, Teufel schlecht. Krankheit schlecht, Gesundheit gut. Eigentlich simpel. Und wir wollen es ja simpel haben. Natürlich ist es dann im Alltag nicht immer ganz so simpel. Ich mag mich besinnen, unsere Tochter Noemi, eben, sie hat ein Flair für das Prophetische, sie hört sehr gut, sie sieht vieles, hat eine Zeit gehabt, wo sie wie Angst hatte Nacht. Und ich bin dann rüber und habe gesagt, was, du hast Angst, warum? Ja, ich habe das Gefühl. Und dann habe ich meinen besten Preach angelegt, oder? Bam, 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 bam. Am Schluss habe ich gefragt, hast du noch Angst? Und sie, ja, mehr. Ich habe gesagt, okay, der Schuss ist hinten raus. Und dann habe ich gesagt, okay, frag den Heiligen Geist, was will der Heilige Geist dir sagen? Was will er sagen, dass dein Herz weiss, nicht im Kopf, aber dass dein Herz zur Ruhe kommt und weiss, dass Christus Sieger ist. Und sie hat gesagt, ja, ich habe ein Bild. Und ist gegangen und ist es gemalt. Und ist zurückgekommen mit folgendem Bild. Und genau, das hat sie gemalt. Und das hat sie einfach gesehen. Sie hat einfach gesehen, eine Schachfigur, Schachmatt. Und das hat so ihr Herz geredet. Die Frage war beantwortet. Und das will ich euch zurufen. Es ist Schachmatt. Es ist nicht jetzt ein Kampf. Der Kampf ist vor 2000 Jahren erfüllt worden. Wir kämpfen nicht um einen Sieg, wir kommen vom Sieg her. Und dann lebst du ganz anders und gehst ganz anders in die Sache hier. Christus ist der Sieger und er ist höher als jede geistliche Welt. Eben, Satan ist ein besiegter Feind, er ist ein Leu, wo seine Zähne ausgerissen worden sind. Und Christus sagt ja, einer der Gründe, wieso er auf die Welt gekommen ist, neben der Erlösung ist, dass er die Werke und die Finsternis besiegt und entmachtet. Wir lesen das im 1. Johannesbrief 3, Vers 8. Da steht, der Sohn Gottes aber ist es auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also Christus ist gekommen, sein Auftrag ist gekommen, um die Werke und die Macht, zum den Griff an der Welt vom Bösen ein für alle Mal zu zerschlagen. Und das hat er am Kreuz gemacht. Er hat dort den Siegreich triumphiert. Das sehen wir auch im Kolosserbrief. Ich liebe das Bild. Es ist ja ein Bild, das viel gebracht worden ist oder auch viel predigt wird. Aber ich will es gleich noch einmal bringen. Im Kolosser 2, Vers 15, 14 und 15. Im Vers 14 geht es darum, dass eben am Kreuz unsere Schuld gesühnt worden ist und darum wir kein Graben mehr haben zwischen uns und Gott und dass wir Kind von Gott sein können. Und dann sagt der Paulus, die Mächte und Gewalten, also da reden wir jetzt von der finsteren Macht und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er, Jesus, entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Der Paulus bedient sich da mit einem Bild vom Römischen Reich, vom Triumphzug, wo der Cäsar seinen Generälen gegeben hat, wenn sie weg sind in eine Schlacht und siegreich zurückgekommen sind. Also ich müsst euch jetzt schnell ein bisschen Fantasie walten lassen, zum Beispiel Asterix und Obelix vorziehen, so die Welt vom Römischen Reich und den Triumphzug sehen. Das heisst, ihr seid auf dieser Hauptstraße Rom zum Torbogen, wo der Senat und der Kaiser gehockt ist. Und der General ist eingeritten mit seinen Wagen, dann ist seine Armee gekommen. Dann sind die Schätze gekommen, wo sie geraubt haben, wo sie besiegt haben. Und dann sind die Gefangenen gekommen. Und die Gefangenen, die haben die Unsitte gehabt, dass sie nackt mitlaufen mussten. Also das war ein Triumphzug. Und Rom ist, oder? Die sind durchgedreht. Und so ist der Triumphzug führen zum Kaiser. Und dort ist dann der General geehrt worden und hat so die typischen Kränze da bekommen. Und der Paulus braucht das Bild, um diesen Leser vor Augen zu führen, das ist passiert am Kreuz bei Christus. Christus hat einen Sieg errungen
hat die finstere Macht bloßgestellt, oder andere Übersetzungen sagen, wirklich nackt zur Schau gestellt. Er hat sie entwaffnet. Also das finstere Macht ist keine Waffe mehr in ihrer Hand, das ist das Bild, das Paulus braucht. Ein entwaffneter Feind. Und so geht er eigentlich in diesem Triumphzug zum Vater und hat ihm präsentiert, dass er den Sieg errungen hat. Aber das Bild geht weiter und das Bild, den Zusatz liebe ich. Der Paulus bringt das Bild noch im Korintherbrief vom Triumphbogen und vom Triumphzug und sagt: Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt. Also du und ich sind ein Teil von dem Triumphzug. Wir sind in dieser siegreichen Armee, jetzt mit dem Bild bleiben vom Römischen Reich, mit dabei und wissen, der Feind ist besiegt. Was ich erlebe, ist viel, dass er von hinten manchmal spielt, oder? Hey, ich bin voll immer noch da, weiss der Gucker. Aber das ist alles Bluff. Es ist vieles einfach noch sein Grossmaul, das er probiert, dass ich partnere mit Angst, dass ich partnere mit Sorgen, dass ich partnere meinen Blick weg von Christus auf ihn richte. Also nochmal zusammenfassend. Er ist besiegt, er ist entwaffnet und Christus ist der strahlende Sieger. Es gibt keinen Raum für Angst, wenn wir als Jesus, als Gesetzte vom Thron von Gott sind. Und ich denke, wir erinnern uns an Hebräerbrief 12, Vers 2, wo steht, wir heben unsere Augen auf Christus, der Anfänger und Vollender von unserem Glauben, der zur Rechten von Gott gesetzt ist. Gesetzt ist, von Rechten zu Gott, ist immer ein Zeichen von Autorität. Er sitzt, weil sein Auftrag ist erfüllt. Und zu Rechten von Gott ist die Zeit der Autorität. Jetzt in dem Moment, wenn der Himmel aufgehen würde, wir könnten die sehen, würden wir Christus sehen, sitzend in Autorität zu Rechten von Gott. Der Epheserbrief malt das Bild noch aus und sagt, zu seinen Füßen, unter seinen Füßen sind die finsteren Mächte. Also er hat sich gesetzt und steht auf diesen finsteren Mächten. Ein kompletter Sieg, ein vollumfänglicher Sieg. Und ich will nochmal wiederholen, Angst ist immer vom Feind. Angst stillt und Angst lügt. Aber Angst verkleidet sich auch oft im Mäntel der Weisheit. Angst kommt viel als Weisheit daher, das merke ich in meinem eigenen Leben, oder? Ich probiere es dann weise, oder? Ja, aber weißt du, nein, wir sind weise, aber es ist echt pure Angst da drin. Und wir wollen nicht mit Angst partnern, wir wollen mit Glauben partnern. Jetzt am Schluss will ich noch gewisse Erfahrungen sagen aus dem Befreiungsdienst oder gewisse Erlebnisse, die ich auch machen konnte, einfach zum Mut machen, zum Gott ehren und zum einfach zeigen, dass der Sieg wirklich von Christus ist. Und ich will schließen mit einem Vers aus dem Lukas 10, Vers 19 bis 20, wo eben uns jetzt ins Spiel bringt, als solche, die mit dieser Armee mitlaufen in diesem Triumphzug. Und da sagt der Lukas im Evangelium vom Lukas: Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, also das ist Jesus vorredet, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir wissen, in der Bildersprache vom Neuen Testament sind das natürlich dämonische Macht oder dämonische Aufträge. Also man kann den Vers übersetzen: Siehe, sagt Jesus, ich habe dir Vollmacht gegeben. Oder Vollmacht ist nichts anderes als volle Macht, volle Autorität. Nicht Teil, sondern volle. Um mit dämonischer Macht umzugehen, können auf sie anstehen. Und über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Ich liebe das. Oder? Du hast Autorität, wir haben Autorität, wir können Menschen freisetzen und wirklich helfen. Aber der Fokus ist nicht dort. Der Fokus ist auf Christus, ist auf dem Siegreichen, ist auf dem Reich Gottes. Weil sonst wird es komisch. Sonst wird es komisch, wenn wir unsere Augen am falschen Ort haben. Aber ich mag mich besinnen, es ist noch nicht lange her, ich war in Japan, ich habe mitgeholfen an einer Konferenz mitgeschafft. Das war eine der letzten Reisen, bevor ich jetzt im Sommer angekommen bin, wieder zurück in die Schweiz. Und in Tokio und eine Konferenz über Heilung gemacht, mitgeholfen. Und dann ist jemand zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich für eine Frau beten kann. Sie hat unglaublich Schmerzen, weil sie im Endstadium von Krebs ist. Und ich habe gesagt, ja klar, ich komme. Und als ich in diesen Raum komme, verschrickt die Frau, schaut mich an und sagt, ich sei ihr im Traum begegnet in der Nacht voran. Und ich habe gesagt, oh, das muss ein Albtraum gewesen sein. Oder wie?
Und habe gefragt, ja, was hast du geträumt? Und sie hat gesagt, sie sei im Zug gefahren, ich sei in ihr Abteil gekommen und ich habe gesagt, ich befreie dich von dem Dämon, den du hast. Und ich so, okay. Nicht viel überlegt, ich hätte gescheiter. Und ich habe einfach gebeten, dass sie geheilt werden vom Krebs und dass ihre Schmerzen weggehen. Und sie hat gesagt, ihre Schmerzen sind weg, sie hat wieder in die Konferenz kommen. Und irgendwann haben wir Hand aufgelegt, den Leuten, einfach, dass der Heilige Geist ihnen Raum nehmen kann, dass das Reich Gottes durchbrechen kann. Und wo man ihre Hand auflegt, crasht sie am Boden runter und dämonische Mächte haben sich manifestiert. Und wir haben sie in ein Zimmer genommen. Und es war eine Frau, die natürlich schwer im Okkultismus drin war, weil sonst könnte sich das nicht so zeigen. Und sie hat kein Wort Englisch können, aber sie hat uns immer Antwort gegeben mit einer tiefen Mannenstimme auf Englisch, perfektes Englisch. Immer gesagt, ich bin der König, ich bin der König. Nein, bist du nicht. Und etwas, was wir wissen müssen, wenn sich die finstere Macht zeigt, ist das immer die letzte Karte. Dann weisst du eigentlich, der Sieg ist kurz bevor. Und dann ist es immer schön zu sehen, wie Christus durchkommt. Wie der Name Partner ist mit dem Heiligen Geist, wie Sieg durchkommt, wie Menschen freigesetzt werden. Vielfach in einem Prozess, weil meistens ist es ein seelsorgerlicher Prozess. Aber Christus ist wirklich Sieger. Ich mag mich besinnen, als Jugendpastor, das ist immer eine lustige Geschichte, ich erzähle sie gerne. Morgen um 2 ist das Telefon gekommen, ob ich kommen kann, zu einer jungen Frau. Und ich habe gesagt, ja, ich komme, ich habe einen Kollegen mitgenommen, wir sollten das nicht allein machen, das wissen wir. Und rausgefeilt. Und die Frau hat gesagt, ich kann noch das letzte Mal eins kiffen und ich habe blöde Musik gehört. Und plötzlich ist Elektrizität ist an, Musik ist an, wieder ab. Und wenn sie in den Spiegel geschaut hat, hat sich ihr Gesicht verändert. Aber das Coole ist, bis wir gekommen sind, hat sich Christus selber befreit. Aber ich kenne die Frau sehr gut, das ist nämlich meine Frau und ich habe sie dort das erste Mal im Pischi gesehen. Und sie ist komplett frei geworden. Und sie hat voran Sachen gesehen, auch wie die Zukunft, hat zum Teil Unfälle gesehen, die dann wirklich passiert sind und wo sie ihr Leben wirklich Christus anvertraut hat und auch frei werden, hat das alles gehört. Was sie immer noch ist, sie ist immer noch prophetisch, sehr, sehr gut. Also sehr begabt, so muss man sagen. Aber nur noch ins Reich Gottes. Gott ist der Sieger und er wird die Menschen befreien. Dann noch die letzte Geschichte, Indien. Wir waren in Indien und es war jemand mit mir in Indien, da wo das passiert ist, wo der Jugendliche befreit wurde. Nicht? Was? Aber wir waren in Indien und wir durften das Evangelium vorstellen, vielen Jugendlichen aus dem Hinduismus. Und wir haben das Evangelium vorgestellt und ich wollte für Krankenheilung gehen, weil das ist einfach immer eine super Demonstration, wenn Menschen sehen, Gott ist wirklich lebendig und er heilt Menschen. Und dann haben wir angefangen zu beten und als wir zu dem Jugendlichen kommen, nicht ich, jemand ist zum Jugendlichen gekommen und dann ist der abgebrochen, Schaum vor die Augen hast du nicht mehr gesehen, die sind weg gewesen. Und er hat angefangen, so komische Töne halt zu machen. Und ich bin vorne auf der Bühne und dachte, Mama mia. Weil die Jugendlichen natürlich nur auf den geschaut. Und ich habe gewusst, wenn jetzt diese Person nicht frei wird, haben wir verloren. Weil wir erzählen das Evangelium und es manifestiert sich das Böse, dann ist nicht jetzt die beste Werbung, oder? Aber ich habe gewusst, wenn er frei wird, dann ist es unglaublich. Und in der gleichen Zeit, wo das passiert ist, ist das Licht weg und alle haben angefangen zu schreien. Es war wirklich wild. Und ich habe gesagt, hey Jesus, jetzt ist deine Bühne. Und wir haben ihn rausgenommen. Und er hat seine Geschichte erzählt, wie er gesehen hat, wie er ist aus dem Slums gekommen, wie er miterlebt hat, vor seinen Augen hat sich sein Vater erhängt in diesem Häuschen. Und wie dann in der nächsten Nacht, wie der Geist vom Vater gekommen ist und er sagt ihn nie. Und wir haben ihn zu Christus führen und ich habe ihn nach Jahren später wieder gesehen und er ist frei. Er ist frei. Natürlich, er hat einen seelsorglichen Prozess gehen über das, wieso hat das der Vater gemacht und all das, aber die Mächte sind weg. Christus ist der Sieger. Christus ist der Sieger. Und das sind jetzt vielleicht extreme Beispiele, aber ich möchte euch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, was ich am meisten gesehen habe, ist Menschen, die irgendwo so wie einen Griff haben oder irgendwie merken, etwas, ich weiß es nicht, aber irgendwo, ich spüre einfach, da ist wie eine Gefangenschaft. Und meistens ist das aus seelsorgerlichen Sachen, aus dramatischen Erlebnissen, wo irgendwie der Find, wir reden überhaupt nicht, dass der Find ihr Leben im Griff hat, aber wie an einem Ort und vielfach in der Gefühlswelt etwas mitmischen. Und dort ist wichtig, dass das Trauma geheilt werden kann und dann können die Menschen freigesetzt werden.
Ich habe das schon jemandem erzählt, dass ich immer wieder Depressionen hatte in meinem Leben. Und Angst, ganz starke Angst. Und das hat angefangen, als kleiner Bub bin ich heim vom Kinski und ein Mann hat mich entführen, hat mich auf den Töpf nehmen und weg. Und ich habe geschreit und es ist dann jemand rausgekommen und dann hat er mich fallen lassen. Es war alles gut, die Polizei ist gekommen, alles gut. Aber da war es eben nicht gut. Eine Angst konnte reinkommen und wie so eine Wolke. Und immer wieder, es ist wie eine Wolke in mein Leben reingekommen, von Trauer, von Grau, Nebel. Oder? Einfach nicht der gute, der graue Nebel. Und ich habe immer wieder zu Gott geschaut und immer gesagt, hey, wenn das nicht wäre, bla bla bla. Und irgendwann ist Gott mir begegnet, da rein, und hat das Trauma geheilt. Und dann habe ich gemerkt, wie etwas von mir weggeht. Und seitdem habe ich das nicht mehr. Ich habe keine Depressionen mehr. Das ist weg. Und darum will ich zurufen, oder? Wir wollen rausfliegen positiv. Wir sind auf der Siegerseite. Wir sind equipped, um den Menschen Reich Gottes zu bringen. Und wenn wir Hände auflegen und beten, dann bricht das Reich Gottes hier, weil wir Partner mit dem Heiligen Geist. Und wenn du da bist, am heutigen Morgen, und Christus nicht kennst, dann will ich dich einladen, zum einfach anfangen, einen Weg zu ihm zu machen und ihn fragen, wer bist du, zeig dich mir in meinem Leben hinein. Und es ist eine einfache Sache, du schlägst einfach ein, seine Freundschaft und sagst, ich will das Leben mit dir gehen. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Wir haben es manchmal ein bisschen kompliziert gemacht. Und wenn du da bist und du merkst, eigentlich irgendwo ist eine Gefangenschaft in deinem Leben, dann will ich dir Mut machen, mit dem Wissen, dass es manchmal ein Prozess ist, aber Mut machen, du kannst wirklich Freiheit erleben. Und ich bitte euch zum Aufstehen. Und wir wollen beten. Und ich will über euch beten, das alttestamentliche und vor allem das paulinische Gebet, wo ihr im Epheserbrief betet, dass unsere inneren Augen aufgehen können und wir können sehen, was Realität ist. Dass unsere inneren Augen aufgehen können und wir können sehen, wer wir sind in Christus, wer Christus ist und was in der unsichtbaren Welt real ist. Weil wir wollen aus der Unsichtbaren in der Realien leben und nicht umgekehrt. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr eure Hände auf euer Herz legen. Wir natürlich auch nicht, das ist ja nicht. Genau. Vater, ich danke dir, dass du ein unglaublich guter Gott bist. Ich danke dir für das Evangelium, wo eine frohe Botschaft ist, die sagt, es ist ein neuer Chef in Town. Du, Christus, hast Platz genommen auf dem höchsten Thron und wir dürfen mit dir zusammen durch das Leben gehen. Ich danke dir, dass der Sieg uns ist. Er ist schon lange uns, vor 2000 Jahren ist der Sieg in unsere Hände gegeben worden. Ich danke dir, dass wir den Schlüssel in unseren Händen haben, dass wir volle Macht haben, um frei werden und Menschen in Freiheit zu führen. Ich danke dir, dass du gekommen bist auch, dass Menschen ihre Verletzungen, ihre Wunden, dort, wo das Leben einen Tiefschlag gemacht hat in ihrem Leben, dass sie dort heil werden können. Heil werden, frei werden. Ich danke dir, dass dort, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Dort, wo du bist, dort, wo Reich Gottes ist, da ist Freiheit und Menschen werden frei. Geist Gottes, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Raum bist und dass du uns einfach Augen gibst, dass wir sehen können, was du am Machen bist. Ich danke dir, dass du durch die Reihe gehen bist und Herzen berührst, Herzen ausrufst, Herzen ermutigst und Herzen freisetzt. Und ich spreche Freiheit aus über jedem, der das will. Ich markiere dich mit dem Sieg von Christus. Ich spreche Freiheit aus über dir. Ich spreche Mut aus über dir. Ich spreche Freude aus über uns. Ich spreche Gelassenheit über uns aus. Und ich spreche über uns aus, dass unsere Augen uns immer wieder ausrichten können auf Christus. Dass wir begeistert sein von Christus. Dass wir erfüllt sein von Christus und von seiner Realität. Danke viel, viel mal. Danke viel, viel mal. Wir lieben dich. Wir brauchen dich. Wir wollen dich. Danke dir für deine Freundschaft. Für dein Angebot, von Söhne und Töchter sein. Und mir kommt gerade noch ein Traum in den Sinn, den ich hatte, vor noch nicht so langer Zeit, als ich in diesem Traum war. Ist ein Mann, so ein alter Prophet, auf einem schönen Ross mit langen Haaren auf mich zuzureiten gekommen. Und hat mich nach dem Weg gefragt und ich habe ihm den Weg gezeigt. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, lauf bitte noch ein bisschen mit mir. Weil wenn du mit mir laufst, kann der Adler landen in deinem Leben. Und es war eine Einladung von Gott, um mehr die prophetische Gabe überzukommen, mehr die Gabe überzukommen, eben können
in die unsichtbare Welt sehen und nicht einfach zu sehen, was Gott am Machen ist und so mehr zu partnern mit ihm. Und das will ich aussprechen über euch, ich will aussprechen über euch, die das wollen, dass ihr Träume haben könnt, die Gott zu euch redet, dass ihr Visions haben, die Gott zu euch redet, dass ihr Begegnungen haben mit dem Allmächtigen, dass das Reich Gottes bei uns immer mehr einbrechen in unserem Herzen, kann Gestalt annehmen, Raum kann annehmen, dass wir mehr und mehr sehen können, was der Geist Gottes macht in uns, wenn er uns ermutigt, was er macht, damit wir einfach mit ihm zusammenarbeiten können. Ich spreche das über euch aus, das Prophetische kann zunehmen, auch Gott in dieser Kirche. Jawohl. Amen. Amen.